Noch einmal spielen, fragt er spielt. Ja, haben wir dann eine große andere Wahl, Freunde. Ja, willkommen zurück. Ich denke ja weniger war. Natürlich noch einmal spielen, ganz genau. Gegen das nervige Deck der Oberkrähe namens Quo. Naja, er ist gerade besessen und so. Von dem her ist es natürlich ein bisschen, oder sollte eigentlich ein bisschen unser Mitleid haben und so, keine Frage. Aber trotzdem, ich hatte ein bisschen genervt. Das trotzdem, gut. Ist ja was anderes, und zwar, ja, man weiß ja, Yu-Gi-Oh! Auch ein bisschen Glückssache und so. Deswegen werden wir es jetzt künftig auch so machen, weil wir uns denke sowieso nicht groß anders ändern können, wegen halt vielen Karten etc. Und ich da keinen Bock habe, da Offscreen zu hunderte von Duellen zu absolvieren, bis ich genügend DP habe und am Schluss genügend Karten etc. Mache ich es jetzt also so, dass ich jetzt einfach mal pro Gegner maximal 3 Kämpfe geben wird. Sprich maximal 3 Duelle in diesem, also jetzt mit diesem Part beginnend. Das heißt eigentlich ganz einfach, eigentlich einfach nur vor allem. Ja, jetzt gleich mal ganz kurz überlegen muss, und sagen, was mache ich jetzt eigentlich hier? Obelisk rufen, das heißt aber auch Spezialdinger. Der ist immer gut. Ja, und zwar geht es mir eigentlich vor allem darum, dass, wie gesagt, ich mir alles in Länge ziehe und so. Das heißt, pro Part, ja, kann das eigentlich so formulieren? Nee, wäre ein bisschen falsch. Nee, ich muss anders formulieren. Und zwar hätte ich jetzt insgesamt noch pro Charakter, pro Duell, noch 3-mal das gleiche Duell zocken. Wenn ich jetzt nach 2-mal sehe, ja, es klappt nicht und so, dann wird das dritte Duell ganz normal aufgenommen. Wenn ich aber dann sehe, ja, das dritte Duell verliere ich auch, dann schneide ich das nachher raus. Sehen wir das vierte Duell an, wenn es auch kacke ist, wieder rausschneiden etc., bis ich dann insgesamt 3 Duelle maximal bei dem Charakter habe. Weil sonst, wie gesagt, habe ich da wieder eine Situation wie hier oder bei Uria, wobei, nee, da ging es auch, oder bei den Apparaten bei Part 60 und so. Ganz ehrlich, das geht einfach nicht mehr, das ist irgendwie, ja, 30 Minuten, 60 oder irgendwie 60 Minuten Parts zu haben. Sogar Kämpfe über mehrere Parts hinwegstrecken, weil es zu lange dauert und wir einfach nur Pech haben. Das will ich nicht mehr, das ist auch ein bisschen langweilig für euch und deswegen will ich jetzt da wirklich ein bisschen gucken, dass wir es da so ein bisschen besser machen können, ein bisschen besser abkürzen können und vor allem natürlich auch interessanter für euch gestalten können. Also wie gesagt, maximal 3 gleich Kämpfe noch, also jetzt sprich jetzt ist der erste Kampf gegen schon in diesem Part, das mache ich jetzt nochmal, ganz normal. Und nochmal verlieren, zweiter Kampf, dann nochmal verlieren, dritter Kampf und dann der dritte muss langsam sitzen, sonst wird der Rest einfach geschnitten. Bis da irgendwann einen Durchlauf mal gewinne. Soweit so gut. Dann wird's mal Zeit für den mächtigen Obelisk, den Peiniger. Und da kommt der trickreiche Dudu. Dankeschön. Ja, das war ja klar, dass das kommen muss. Du bist so ein Oberarsch. Hätte doch die perfekte Strategie gehabt, Obelisk zu rufen, dann macht es trotzdem wieder. Der ist auch hinüber. Du bist einfach so ein Arschgesicht. Nee, ganz ehrlich, Leute, sorry, aber bei solchen Situationen würde ich mich einfach total verarscht. Können wir wieder von vorne anfangen mit Obelisk? Oh, Menschenskind, ey. Beziehungsweise sowieso wieder vorbei, weil jetzt auf 3 Monster waren, aber keinen Bock mehr drauf. Das dauert sowieso zu lange. Alter, die perfekten Karten mit auf der Hand, was soll denn das? Da macht echt keinen Spaß, wenn ich so schlechte Karten auf der Hand habe und er so ein perfektes Start hat und mich total auskontern kann. Also, nee, ganz ehrlich, ich habe schon einige Yu-Gi-Oh! Spiele gezockt, vor allem so mit Story-Modus, weil ich vor allem auf die halt stehe und hatte noch nie solche Probleme wie jetzt hier mit diesem Spiel. Wobei ich auch sagen muss, also hier Story-Modus, der ist mehr als fragwürdig. Ich meine, das mit Odin und so ist vielleicht schon ein bisschen interessant, trotz allem, das, ja, das Brettspielsystem, sag ich jetzt mal, so vom Ziehen her, von einem Feld zum anderen, ist, ganz ehrlich gesagt, schon ziemlich langweilig. Aber egal, jetzt gucken wir mal, was wir da machen können, das wird schon irgendwie hinhauen. Toll. 3 starke Fallenkarten, sonst nix. Wenn er jetzt nochmal irgendwie Icarus-Angriff spielt oder mystischer Weltraum-Taifun oder gar schwerer Sturm, dann Prost Mahlzeit. Verlockung der Finsternis, das war das gleiche.
Die Karte könnte ich auch gebrauchen. Oh Leute, für mich so sind beim Finsternis-Deck. Das war so geil, wenn der Crow. Ich überleg gerade, damit Crow echt auseinanderrupfen. Ein Finsternis-Deck, das beruht worauf genau? Da. Ja doch, wird gehen. Damit würde ich Crow rupfen wie sonst was. Das ist eigentlich viel zu früh, macht das Spiel bereits einzusetzen, verdammt! Noch gar keine starken Monster draußen. Das ist so faszinierend. Ich kann machen, was ich wieder kann und einfach alles. Ja, ist klar, also nicht meine anderen beiden Fallenkarten. Ich überlege, ist gerade echt schwer, aber nicht direkt das mal den Part aufgeben soll. Part, Mann, ich sag immer Part. Natürlich das Duell. Ein Part. Also der erste Fail-Part für heute. 2 gibt es maximal, der 3. muss immer sitzen. Ich habe eigentlich so geile Strategien und so in diesem Deck, aber momentan. Also im letzten vorletzten Part mit dem Transcender und jetzt der hier auch wieder. Ach, ein Laubloch. Naja, momentan sind wir ausgeglichen, aber das kann dann natürlich sehr schnell ändern. Wir wissen ja, Crow, der hat eine perfekte Starthand. Jetzt sind sicher gleich irgendwie Brura, der Speer, Shura oder Sirocco. Ja, was denn? Was aber echt mal ein bisschen Glück. Ist ja unglaublich, glaube ich gar nicht. Ich sollte mich lieber nicht so früh freuen. Ja, vielleicht kann ich doch noch Obelisk rufen. Könnt ihr vielleicht noch kommen? Und da hat er noch 5. So, komm schon, noch ein Monster. Ich habe nur noch ein Monster. Ich habe den noch. So durch die Unterwelt und auf der Obelisk. Das wäre doch ganz geil. Wobei wir so Spezialbeschwörungen sind. Scheiße. Trickreicher geht nicht. Cyberdrache wird gehen. Nur wenn er natürlich mein Monster gleich zerstört. Hallo, was ist denn jetzt los? Wow, Pech, ich hab Glück. Verkehrte Welt. Da ist sicher irgendwie reisender Tribut noch drunter. Also es wird schon kommen. Ich gehe doch das Risiko nicht ein. Puh, das war knapp, Mann. Ja, du hast sowas von recht. Ja, was machen wir jetzt hier mit? Wenn wir trotzdem einen Obelisk noch rufen, wenn es geht. Also jetzt erstmal den verdeckt, den auch noch. Und beende meinen Zug. So, jetzt ist natürlich ganz heikel. Sagt jemand der gute alte Michael. Komm schon. Kein Monster ziehen, Crow. Finsterer Ausbruch. Natürlich muss er mir einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, damit habe ich irgendwie gerechnet. Aber wieso muss jetzt unbedingt Kalu kommen? Nein, nicht Kalu, der Mondschatten. Dann haben wir Captain und mein anderes verdecktes Monster. Obwohl ja der Captain war. Yep, der Captain muss dran glauben. Ganz toll. Wieder mal nichts gewesen mit Obelistenpeiniger. Oh, es fehlt mir einfach an Speed in diesem Deck. Das ist unglaublich. Und Dandelion fehlt auch das Monster. Naja, ihr seht bald, was ich damit meine, mit diesen Monstern, die ich gerade aufgezählt habe. Keine Hoffnung, dass ich irgendwie trollen kann. Ist ein bisschen unglaubwürdig, dass es klappen könnte, aber vielleicht ja schon. Und so wird natürlich, dass er kein weiteres Monster ruft, sondern ihn angreift, weil den kann ich einmal verhindern, dass er zerstört wird. Ja, komm schon. Nein! Mann, du Arsch, vorhin hast du auch einen anderen angegriffen. Alter, ich hasse den Typen so sehr. Mein majestätischer Drache. War doch als Opfer. Oh, kann machen, was er will, macht immer das Gegenteil. Toll, rufe ich jetzt raus. Dankeschön, was bringt mir das jetzt? Finde ich sie sowieso gleich wieder. Und? Nö. So, bitte, 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 Crow. Lass mir diesen Zug überleben. Bitte, 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 bitte.
Bitte, 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 ich bitte dich darum, kein Monster zu rufen. Du, 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 du. Okay, schön. Nächste Bitte. Bitte greif dich meine Rose an. Bitte nicht, bitte nicht. Ich habe so eine geile Strategie jetzt gerade. Naja, geil ist übertrieben, aber es wäre eine. Nein! Ja, ich weiß, ich hab's doch auch gesehen. Ich hab's doch auch kommen sehen. Du, 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 du. Leute, wir brauchen ein bisschen Speed in meinem Deck. Ja, soviel zum Speed. Dankeschön. Wir machen nach wie Obelisk. Verdammt, wir machen hier echt nichts mehr. Riesenbazillen. Trickreiche. Nee, Speed ist schon aufgebraucht. Toll. Hab kein Speed mehr. Mit dem Spiritus ist nichts mehr los. Damit ist auch gleich Schluss. Du, du, du. Vayu, das Symbol der Ehre. Natürlich muss der noch kommen. Was bringt das? Wieso hast du nicht umgekehrt gemacht, du Trottel? Du. Bringt doch gar nichts. Er lädt doch trotzdem. Ja, da hat sie voll gebracht für Vayu. So, dann mal gucken. Toll. Krebons. Soll ich angreifen? Nee, ist mir so gefährlich. Was mache ich jetzt? Oh. Ich bete, ich bete. Nein. Wie kann man nur so viel Pech haben, Freunde? Wie zum Henker geht das nur? Ist klar, dankeschön. Irgendwann, das wirkt dein aber auch nicht mehr, ja? Wollte schon sagen. Fallbetäubung, dankeschön, was auf meiner Seite? Oh nein. Oh nein. Bitte nicht auf meinen. Nein, nicht auf meinen Resonator. Ich flehe dich an, bei allem, was mir heilig ist. Ah, gerade kriegen wir uns an, Gott sei Dank. Ja, ja, greif doch nur meinen Krebons an, das bringt ja gar nichts. Du. Es tut zwar weh, aua. Aber ich kann mal leben. Yeah, peace. So, und jetzt bin ich aber richtig sauer. Hey, alter Schwede, jetzt bist du sowas an dem Arsch. Das glaubst du mir gar nicht. Was? Was? Wieso denn? Ja, ich verstehe natürlich schon, dass es machen kann. Ich frage mich nur, wieso? Oh, du willst mich wohl verarschen, Alter. Wieso willst du mir solchen Schaden zufügen? Was habt ihr bloß getan? Wie kann man mich nur so hassen, Leute? Wie geht das? Ja, was natürlich auch das nicht viel bringt, aber ich mach's trotzdem mal. Wir können ja schon mal irgendwie reinlegen, wa? Natürlich eine ganz nette Idee. Vielleicht lässt er sich ja reinlegen. Du. Na, komm schon, synchronisieren für Sternstab Drache, natürlich nicht. So, das hätten wir auch schon für heute. Ja, natürlich, was soll ich sonst machen, ganz ehrlich, ja, Ballversuch, was er konnte. Nichts klappt. Ja, den Cheat-Ring vor allem, Alter. Was soll denn da bloß machen? Wenn man gegen alles, was ich mache, mit perfekten Konter hat.
Ich habe dreimal versucht, Obelisk aufzurufen. 3 Mal. Nix hat gebracht. Was anderes konnte ich auch nie aufrufen, auch immer gleich zerstört. Wenn das nun mal so nah schießt. Na dann, jetzt kommt das zweite Duell gegen Quo. Wenn das wieder versagt wird, dann werden wir halt den Rest schneiden, bis ich ein drittes und siegbringendes Duell habe. Das also Part kann trotz allem der 30 Minuten dauern. Wir sind jetzt schon ein bisschen Überlänge und so. Aber ich hoffe trotzdem, es hält noch ein bisschen in Grenzen. Zwei Züge also könnte funktionieren und doch nicht den. Ja, also jetzt will ich es wissen. Spiel den auch noch und hoffe mal, dass ich bis in 2 Zügen genug Karten habe. Das spielt natürlich auf der gegnerischen Seite, denn ich will ja wieder mal einen Effekt vom schwarzen Rosendrachen nutzen. In Kombination natürlich mit meinem Materietransporter. Die Frage ist bloß, lässt mir Quo die Chance dazu? Okay. Quo hat Pech, also was siehst du auch selten. So, ausnutzen! Das muss man doch sofort ausnutzen, du. Ja, toll. Kann ich nichts rufen. Alter, ist das bescheuert? Man, klar kann ich ihn rufen, was bringt mir das? Scheiße. Ach, natürlich wird es anders machen. Verdammt, das könnte doch auch gehen. Ja, es geht schon, man muss nur ein bisschen tricksen, du. Dann klappt alles. Direkt Angriff, Krebons, Attacke! Und zwar, meine Idee war wegen Cyberdrache rufen, aber das würde gehen, theoretisch, und Krebons überlebt bis zum nächsten Zug. Quo ruft ein stärkeres Monster, ich entferne ihn mit Materietransport aus dem Feld, dann rufe ich eine Spezialbeschwörung und am Ende des Zugs kehrt der zurück. Das wäre soweit mal mein Gedanke. Naja, Gedanke hin, Gedanke her. Mich und hier gar nichts mehr. Nee, es hätte mal schief gehen, ihr seht es jetzt schon kommen. Hallo, du könntest mit deinen Zauberkarten totalen super Support haben? Und nee, macht natürlich nicht. Der ist doch ziemlich crazy, lazy. Ja, crazy ist der. Okay, aktiviere mal einen interdimensionalen Materietransporter. Schick das Monster raus. Rufe eine Spezialbeschwörung, weil ich ja kein Monster auf dem Feld habe. Das klappt soweit. Ruf ihn danach. Zack. Und greife dann an mit dem finsteren Resonator. Vernichte es, ein verdecktes Monster. Vayu, die Kraft der Ehre. Nein, das Symbol der Ehre, Entschuldigung. Nicht die Kraft, sondern nur das Symbol. Guck mal, das rechnet ab. Ja, das hat was. Du. So, bis jetzt genug. Und da kommt er wieder, Krebons! Ist er verrückt, wa? Ich habe den interdimensionalen Materietransporter schon so lange entdeckt, dass ich das erste Mal, dass ich ihn so genutzt habe. Den Cyberdrachen irgendwie doch noch aufs Feld zu rufen als Spezialbeschwörung. War irgendwie geil. Das muss ich öfters mal machen, du. Ja, das hat natürlich 2-mal. Jetzt geht das Chaos los, du. Schubert die blaue Flamme, okay. Nach 2-mal. Die Frage ist, macht er das, was ich vermute, oder macht er was anderes? Macht was anderes. Er greift echt Krebons an. Das ist doch total verrückt, Mann.
eine Fallenkarte. Hoffe natürlich darauf, dass es nicht Icarus Angriff ist, sondern eher da die Karte, mit der man eine Beschwörung negieren kann, weil dann hat er damit natürlich einen großen Vorteil. So, suchen wir es mal. Und rufen die große Mega-Gottheit. Obelisk der Peiniger. Ich finde es ganz lustig. Obelisk der Peiniger, greif an, vernichte die Rocco die Morgenröte. Er kann nix machen. Oh, das war knapp. Ah, das war echt. Einen ägyptischen Gott, um so eine Krähe loszuwerden. Ist ja echt der Wahnsinn. Also ganz ehrlich, dazu wird sie auch keinem erzählen, was hier abgeht. Nee. Obelisk, den kannst du nicht zerstören. Du kannst es zwar versuchen, aber es bringt nicht viel. Da ist wieder. Oder den? Schwarzflügel Waffenmeister, wollte gerade sagen. Dann ist man natürlich, was auch sonst. Er kann ja sonst nichts damit anfangen. Shura, die blaue Flamme. Im Angriffsmodus. Hallo? Du willst wohl unbedingt, dass ich angreife, wa? Oh, schwarzer Wirbelwind, ey. Dann an der Bruder der Speer. Du. Noch einer. Das ist also zweimal Bruder der Speer auf der Hand plus einmal Shura noch. Okay, Korrektur. Einmal Bruder der Speer und einmal Shura. Ja. Einmal Shura sind es jetzt noch. Ich habe mir echt versucht, Obelisk besondere Fähigkeit einzusetzen. Aber sowas von, nee. So, die kann noch verdeckt. Und auf den Zwillingsschwert Plünderer im Angriffsmodus. Das müsste eigentlich gut gehen. Diesen Effekt lasse ich jetzt mal noch. Für später und greif dich an mit meinem Zwillingsschwertplünderer. Du kannst dich verstecken, du, aber ich finde dich trotzdem. Es ist gleich vorbei. Zwillingsschwertplünderer, nimm aus seinem letzten Bura den Speer. Wir müssen das Duell langsam mal beenden. Du. Und nun, Obelisk der Peiniger beendet das Duell mit dem Faustschlag des Schicksals. Finish him off. Na, endlich mal. Trotzdem nur 2 Duelle gebraucht. Na, Gott sei Dank. Für sie? Für wen? Eine Frau? Eine Freundin? Für seine Mutti, genau. Ne, natürlich nicht. Also, jetzt nicht, dass er seine Mutti nicht nehmen würde, aber er hat irgendwie andere Gründe. So. Crow ist tot, oder? Hey, Michael, Duell, danke. Ich gehe nochmal. Ciao, Leute, macht's gut. Jussi, wir müssen weiter. Ja, ich weiß. Mein bester Freund ist tot. Ja, im Falle von Jussi hättest du durchaus was für sich. Ja, sind wir hier noch und sind abgehalten. Oh Mann, Leute, was hier noch alles abgehen wird. Wir haben noch Duelle gegen weiter Transcender. Gegen Luna. Ne, sie will noch quatschen, gut. Ein Transcender, vielleicht sogar 2. Und noch so weiter und so weiter. Wie es hier weitergehen wird bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards, das erfahrt ihr im nächsten Part. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Crow ist weg. Ein für alle Mal. Also jetzt nicht, also jetzt Kumpel vielleicht nicht unbedingt, hoffe natürlich, aber sein Deck. Ich bete dafür, dass ich nie wieder gegen diese Krähen antreten muss. Ich bete. Bis zum nächsten Mal. Ciao.